Sie waren als Autor zu den ersten Honegger Gesprächen eingeladen. Wie haben Sie sich gefühlt heute Abend? Ich habe mich, obwohl ja unser Thema die Schüchternheit war und auch mein Buch, über das ich gesprochen habe, ein doch autobiografischer Erfahrungsbericht ist, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Was natürlich einerseits an dem unglaublich angenehmen Ambiente lag, hier in der Helferei, dem sehr, sehr freundlichen und ich glaube gespannten und aufmerksamen zuhörenden Publikum, aber natürlich auch an dem sehr angenehmen Gesprächspartner, Herr Daniel Hell, der das Gespräch geführt hat. Sie haben ja auch einiges aus Ihrem Buch vorgelesen. Gibt es Kernaussagen aus Ihrem Buch? Könnte man welche beschreiben? Was ich versuche in meinem Buch zu machen, ist zunächst mal überhaupt eine an meinem eigenen Lebensweg und meinen Erfahrungen angelehnte Definition der Schüchternheit zu geben. Dann natürlich nachzufragen, da ich eben selber von meiner akademischen Herkunft nicht Mediziner bin, sondern eher Kultur- und Literaturwissenschaftler, nachzuzeichnen, wie sich die eigentlich entwickelt hat, seit wann gibt es die überhaupt. Ich glaube, das wäre so eine erste Kernerkenntnis. Schüchternheit ist kein Gefühl, was irgendwie als Konstante über die Jahrhunderte und über die Gesellschaften immer gleich bleibt, sondern etwas, was sich dynamisch verändert, wie die meisten Emotionen, was auch immer wieder verschieden bewertet wird. Schüchternheit war ein Gefühl zum Beispiel, was im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, da nannte es man noch nicht Schüchternheit, sondern man nannte es die Blödigkeit, sehr, sehr positiv bewertet war. Es war sozusagen das angemessene Gefühl für den Menschen, wie er sich begreift in seiner Stellung zu Gott, zur Gesellschaft, dass man sich eben zurückhaltend, schüchtern zurücknimmt und eben nicht versucht, sich ostentativ aufzudrängen in der Gesellschaft. Und das hat, finde ich, etwas sehr, sehr Tröstliches, für mich zumindest, dieser Blick auch in die Geschichte zu sehen, dass eben auch etwas so scheinbar Simples wie ein Gefühl, das natürlich auch quälend sein kann, dass es eben auch Zeiten gab, wo das sehr, sehr positiv gesehen wurde. Gibt es noch etwas Wichtiges, ein Resümee, was Sie gern zum heutigen Abend noch sagen würden, was Ihnen noch einfällt? Was Ihnen wichtig erscheint? Ich glaube, ein Resümee könnte natürlich sein, dass es gibt ganz bestimmt Schamgefühle und Schüchternheitsgefühle, die einen großen Leidenswert haben und die natürlich ernst zu nehmen sind und die möglicherweise auch der Therapie bedürfen. Aber ich glaube, dass es auch hilfreich sein kann, sozusagen den Blick einmal in die andere Richtung zu wenden und sich zu fragen, was ist eigentlich das für eine Gesellschaft, die ein bestimmtes zurückhaltendes Betragen oder bestimmte Gefühle vielleicht des Zurückgenommenseins und der Stille als anormal wertet oder auch stigmatisiert. Und ob es nicht auch darum gehen könnte, vielleicht ein Stückchen weit nicht nur das Individuum zu therapieren, sondern auch mal zu fragen, ob die Gesellschaft der Veränderung und vielleicht auch mal der Verbesserung bedarf. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview, trotz vielleicht auch Schüchternheit. Vielen Dank für Ihre Ausführungen heute Abend bei den Honegger Gesprächen. Sehr gerne.